Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Ja, wir gucken uns mal an, was wir da kriegt haben. Ein Pamphlet, wie man einen Fuß in die Schatzjagd bekommt, haben wir dann hier, alles klar. Und dann hier, wie man navigiert und noch eine Broschüre. Wie man sich selbst verteidigt oder aufrüstet in einer Seeschlacht. Alle hopp, was haben wir dann hier? Eine Schublade haben wir da, eine Kiste. Da haben wir noch ein Federkiel, das Bett des Captains und einen Schrank. Okay, wir gucken uns erstmal das Bett des Kapitäns an. Es ist gemacht. Ja, machst wie Dealer Prep, genau so. Alles klar, dann öffnen wir mal den Schrank. Scheint verschlossen zu sein. Okay, dann schnappen wir uns aber den Federkiel. Gucken wir uns aber an. Ja, sieht aus wie ein Ballpoint-Federkiel. Wahrscheinlich wie so ein Kugelschreiber, ne? Die Tinte können wir doch, jawohl, die Tinte können wir uns auch mitnehmen. Gucken wir uns auch an. Da gibt es nichts Spezielles oder Besonderes dran. Okay, das können wir auch noch aufmachen. Ja. Gucken wir da mal rein. Da ist ein altes und verstaubtes Buch da drin. Gucken wir es uns mal an. Ja, wir gucken es uns mal an. Es sagt, das Captains Logbuch, 10. März. Mein erster Mal Toothrot und ich suchen nach Monkey Island Trademark für über einen Monat ohne Erfolg. In der Richtung, in die wir gegangen sind, von Meli, nach einem Rezept, weiß ich nicht mehr, Captains Tagebuch, 12. März. Ich wünschte, Toothrot würde endlich mal baden. 17. März. Ich wünschte, dass Toothrot aufhören würde zu schnarchen. 23. März. Toothrot geht mir richtig auf die Nerven. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir aneinander knallen. 2. April. Okay, damit die Freundschaft wiederhergestellt wird, will Toothrot Dinner vorbereiten. 3. April. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind noch Monkey Island Trademark. Guck mal. Aber Toothrot und ich sind von der Suppe letzte Nacht so weggetreten, dass wir auf einmal bei Monkey Island aufgewacht sind. Trademark natürlich. 4. April. Ja, Toothrot und er sind mit dem Beiboot noch Monkey Island Trademark gegangen. Und sie sind die erste zivilisierte Menschen, die das Geheimnis von Monkey Island Trademark lüften. 5. April. Sie konnten nämlich zum Schiff zurück. Und ach, mir baten wir vorher. Schauen wir mal, was morgen kommt. Das ist der letzte Eintrag. Okay, da haben wir hier noch was gekriegt. Ein Buchmarker. Okay, das ist von einer Frühstücksflocke-Packung genommen worden. Hier haben wir noch eine Truhe. Sieht aus wie all die Schatzkiste. Können wir sie aufmachen? Und noch mal reingucken. Sieht leer aus. Okay. Ja, meuternde Crew. Vor allem eher hier in der edelste Boxershorts. Retten wir doch mal mit den Jungs, oder? Und dem Mädel. Wo haben wir dann? Talk to. So, sprich mit meuternder Crew. Hey Leute, was geht ab? Ich habe gehört, das Wetter wird ziemlich nett auf Monkey Island Trademark. Ich gebe euch Meuterern 5 Sekunden, um wieder zu Sinnen zu kommen. Und ich glaube, ich gehe wieder zurück, um mich ums Schiff zu kümmern. Ja, sind wir mal ziemlich wischt. Ich gebe euch Meuterer noch 5 Sekunden, um wieder zu Verstand zu kommen. Und dann fange ich an, mal ein paar Ärsche zu treten. Ja, tun die schon geil, Brush. Hey, Kielhole, ey, was war dich? Kennst du das? I see your point. Also, ja, ich verstehe deinen Standpunkt, danke, oder? So richtig wörterbuchmäßig Keelhaul ausgesprochen und geschrieben, also Aussprache. Keelhaul. To haul under the keel of a ship as punishment or torture. Jemanden unter dem Kiel des Schiffes zerren als Strafe oder Folter. Ja, machen wir mal Klugscheißer. Ja, okay. Sondern ich verstehe den Standpunkt. Dankeschön. Ich habe gehört, das Wetter wird ziemlich nett auf Monkey Island Trademark. Ne, das war so geil, Brush, aber nicht mit uns. Ja, schade. Dann
Gibt's irgendwas, was ihr Leute machen könnt, um mir zu helfen? Ich glaube, die wollen uns dann großartig helfen, ne? Entschuldigung, Guybrush, du stehst uns in der Sonne. Ja, scheiße war's, ne? Das war ganz nett gemeint, aber sonst haben wir da nichts. Kanone steht hier noch rum, eine Strickleiter und do noch aber. Können wir dort zufällig hier? Ja, wackel, wackel, wackel. Das geht. Aber do ist nichts außer Steuerrad. Okay, dann gehen wir mal die Strickleder hoch und gucken mal, was wir da aber im Krähennest finden. Da können wir ansonsten auch noch hier unter Deck. Ja, da haben wir noch einen Jolly Roger. Naja, nehmen wir ihn mal mit. Zack. Gucken wir uns einmal an. Was für eine wunderbar aussehende Flagge. Sie macht nur stolz, wenn er sich anguckt. Wobei Timber, ich weiß doch nicht. Okay, gehen wir mal runter. Okay, da geht's auch nochmal wohin. Und hier hätten wir auch noch so einen lustigen Pirat mit so einem Beil im Gesicht. Da haben wahrscheinlich Toothrod und sein Kapitän gepennt, ne? Da können wir noch runter in die Küche. Wir können aber auch noch hier runter in der... Ja, hier nochmal in der Frachtraum. Ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Schauen wir uns mal hier die ganze Kiste an. Das sind alte und rostige Kiste. Eine schwarze Kiste, die gucken wir uns auf jeden Fall an. Wo war sie dann? Black Chest. So. Ja, die ist auch wieder alt, aber wir machen sie mal auf. Ne, der Rost hat sie zugemacht. Alles klar. Wie wäre es denn mit den Dinger? Können wir die aufmachen? Ne, die sind auch zugerostet, die Dinger. Und hier, die Kiste gucken wir uns auch mal an. Ja, genauso alt und verrostet. Hier ist nichts mehr neu. Aber was will man erwarten, wenn man beim Gebrauchtschiffhandel ist? Außerdem sieht es auch aus, als würde das Schiff ein bisschen lecker. Wie sieht es denn dann hier damit aus, mit der Truhe? Ja, alte Piratentruhe. Machen wir mal auf. Ah, die lässt sich aufmachen. Was ist dann da drin? Ah, da ist ein sehr guter Wein drin. Den schnapp ich mal, ja. Riesling kriegt man in der Karibik nicht so häufig. Das können wir uns auch mal merken. Das gibt es dann in Monkey Island 2 übrigens auch nochmal als Symbol. Er ist kein Weihkenner, aber er schätzt mal die tiefrote Farbe und dass es ein sehr guter Weih ist. Riesiges Stück Seil. Ja, gucken wir uns auch mal an. Ja, riesiges Stück Seil. Nimm's doch mal mit. Nicht GIF, sondern Pickup. So. Jetzt haben wir's. Gucken wir uns mal an. Ja, einfach nur ein riesiges Stück Seil. Und bei den Dinger, du hat er ja auch gesagt, die sind nichts Besonderes, ne? Die kann er nicht aufmachen. Und hier die Fässer gucken wir uns auch mal an. Da ist Schießpulver drin. Können wir mitnehmen? Jawohl. Wow, Schießpulver. Ich glaube, ich nehme ein bisschen mit. Okay. Sieht explosiv aus. Da haben wir nichts mehr. Gucken wir uns mal die hier an. Die sind einfach nur alt. Allerhaupt. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Dann würde ich sagen, ne, schauen die Leiter an, gehen die Leiter hoch und dann gehen wir noch in die Küche. So, die Leute, der ganze Schampel, der wird uns auch hilfreich sein. Wir gucken und wir öffnen erstmal hier die Schränke. Und da sind Frühstücksflocke drin, beziehungsweise Cornflakes. Das Zeug habe ich geliebt, als ich noch ein Kind war. Ich habe gemocht, wie das am Gaume klebt. Allerhaupt, dann nimmt er den Schampel mal mit. Und wir öffnen das Zeug mal. Crunch, crunch. Wow, super. Da ist ein Spielzeug drin. Okay, das gucken wir uns auch mal an, das Ding. Das ist kein Preis. Das ist ein kleiner Schlüssel, wo ein Aftränen eingraviert ist. Ah, kennen wir auch schon. Pot nehmen wir selbstverständlich auch mit. Und jo, dann haben wir jetzt unseren kleinen Schlüssel. Den können wir doch auch sofort verwenden. Und zwar, indem wir den hier mit dem hier verbinden. Dann müsste das Ding aufgehen. Und ta 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 ta. Was ist da nur drin? Ja, da ist eine kleine, schwere Metallkiste drin. Okay, die nehmen wir uns auch mit. Aber die haben wir noch kurz. Die ist ziemlich schwer. Die ist doch bestimmt mit Gold und Juwele gefüllt. Schauen wir doch mal. Und was ist da Wunderbares drin?
Oh, ein Stück Papier. Und irgendwelche Zimtstange. Okay, gucken wir uns mal das Stück Papier an. Weg nach Monkey Island. Den Topf auf 450 Grad vorheizen und die folgenden Zutaten hineinstecken oder hinzufügen. Eine Zimtstange, 4 Minzblätter, ein menschlicher Schädel, gepresst, einmal Tintenfischtinte, 2 Dinger von Affeblut, 2 wahrscheinlich Teelöffel, lebendes Huhn, 3 Unze Brimstone, weiß ich gar nicht, was das ist. Müsste ich eigentlich mal wissen, wusste ich im Wohl. Und hier Pyridoxinhydrochlorid, Zinkoxid, Gelb 8 und BHA. Und über kleiner Flamme kochen, bis es dick wird und reicht für 4 Leute in der Crew. Alles klar, sind wir ja glücklicherweise. Dann gehen wir mal runter. Dann kochen wir mal den Schampel. So, dann hier. Die Zimtstange sollte man benutzen, gell? Also, reite mit. Glock. Ich liebe Zimt. Okay. Was war das nächste? Das nächste waren Minzblätter. Das haben wir zwar nicht, aber wir haben was sehr ähnliches. Und zwar haben wir hier die Arteminze, beziehungsweise hier die Pfefferminz. Ich habe Millionen von den Dinger. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Was war das nächste? Ein menschlicher Schädel. Haben wir zwar auch nicht, aber wir haben was Ähnliches. So, das scheint anscheinend zu reichen. Was gibt's dann noch? Noch ein menschlicher Schädel, der gepresst war. Tintenfischtinte. Sowas haben wir auch in etwa. Da benutzen wir nämlich gleich mal hier die Tinte Dode mit. Schmeckt bestimmt ganz köstlich. Nur ein Tropfen. Was haben wir da noch? Affeblut. Tja, Affeblut. Da haben wir nur was relativ ähnliches in Form von dem sehr tiefroten Wein. Das sollte genug sein. Okay, was kommt denn noch? Noch ein Affeblut. Lebendiges Huhn. Mir haben was ziemlich ähnlich ist, was ganz Tolles sogar. 173 Piaster haben wir übrigens auch noch. So, mir haben dieses Gummihuhn mit dem Karabinerhaken. Ja, endlich bin ich das wertlose Artefakt ach mal los. Dann noch ein lebende oder noch ein lebende Huhn. Kommt Brimstone. Was haben wir da? Brimstone. Haben wir irgendwas Steinartiges? Probieren mal das Ding. Nee, das funktioniert nicht. Brimstone. Ist das nicht ein Zündstein oder ähnliches? Wir benutzen auf jeden Fall mal. Moment. So rum war das. Das ist, glaube ich, hier. Hier. Gluck, genau. Dann haben wir noch hier Gedöns. Ich glaube, das stellt hier die Frühstücksflocke dar. Jux! Ich glaube, mir wird ganz schwindlig. Von dem ekelhaften Gestank überwältigt, verliert Guybrush schnell das Bewusstsein. Später wirkt der Voodoo-Fluch und bringt das Schiff auf unbekannte Richtung in eine mysteriöse Reise. Tage vergehen. Na, sagst du noch irgendwas Schönes? Ansonsten kommt dann nur. Okay, steh mal auf Guybrush. Boah, ich fühle mich schrecklich. Na dann gehen wir mal wieder hoch und gucken mal, ob das funktioniert hat, der ganze Schampel. Und? Haha! Heiliger Affe! Es ist wirklich Monkey Island! Trademark. Wie sieht's da mit euch aus, ihr lustige Meuterer? Habt ihr das gesehen, was ich gemacht habe? Haha! Hey, schaut mal! Wir haben so Monkey Island Trademark gepackt. Sag uns Bescheid, wenn die Gouverneurin gefunden hast. Wir haben noch einen extra Stuhl, den so benutzen kann. Ja, super. Top-Typen. Ansonsten muss ich mir von unten noch einmal ein bisschen Schießpulverlin holen.
Denn wir müssen hier irgendwie auch wieder da auf die Insel drauf. Das heißt, wir packen uns wieder ein bisschen vom Schießpulver ein. Denn wir müssen da rüber gehen. Ich habe damals als Kind, als ich das erste Mal gespielt habe, ewig gebraucht, bis ich das mal rausgefunden habe, den ganzen Schampel. Mittlerweile geht die ganze Reise in nur einer Episode. Das finde ich ziemlich interessant. Ja genau, Use Gunpowder in Monkey Island Trademark. Das scheint wohl nicht zu funktionieren. Okay, dann macht es mal in die Kanone rein, in die Kanone Mündung. Genau, da gehört es nämlich rein, der Schampel. Dann müsste man noch hier Lunte hier machen. So. Wir brauchen noch irgendeinen Quatsch zum Artzünder, fällt mir gerade noch ein. Irgendwas müssen wir noch Artzünder. So, jetzt haben wir hier einfach nur Stück Seil. Also er hat einfach nur ein bisschen was benutzt. So, ich glaube, das war so, dass wir das... Ah, nee, das war's nicht. Irgendwas anderes müssen wir doch reinhalten zum Verbrenner. Was war's dann? Der Federkiel vielleicht? Ja, jetzt haben wir Feuer. Jetzt haben wir hier, genau, Flammenmasse. Dann müssen wir den Topf auch noch benutzen. Das heißt, wir benutzen erstmal das hier mit dem Seil. Und danach benutzen wir den Topf. So, weil dann kennen wir ja schon von der Fettuccine Brothers. Hoho, oh Gott. Gerade noch so. Part 3. Unter Monkey Island. Trademark. Oh Gott. Kommt noch so ein Neuweltsaffe. Okay. Der Berzel brennt uns ganz schön. Hi, ich bin Hermann Fußbrot. Ja, macht ja nichts, wenn du Hallo sagst. Ich bin ja nur 20 Jahre hier, habe ich drauf gewartet, bis ein zivilisierter Mensch kommt. Macht mal nichts aus, Bertel. Ja, schön. Also nebenbei, vielleicht willst du mal ein bisschen drüber nachdenken, das Feuer an deinem Berzel auszumachen. Das könnte man irgendwann wehtun. Ja, okay, du scheint noch irgendeiner unterwegs zu sein. Und zwar der sehr nervige Mart, der mit als erstes noch Monkey Island gesegelt ist und 20 Uhr immer noch auf der Insel drauf sitzt. Ach du liebe Zeit. Da ist noch ein Stückel Papier. Jetzt gucken wir uns auch mal gleich an. Ja, über öffentliches Meeting. Es wird am Mittwochabend eine Diskussion geben über die Eroberung vom Heiligen Affekopf durch den Geisterpirat LeChuck. Und dass das ziemlich schwere Auswirkungen auf die Tourismusgesellschaft hat. Alle Monkey Island Trademark Kannibalen sind herzlich dazu eingeladen. Alles klar, das nehmen wir uns doch gleich mal mit. Achso, er will es besser hier lassen, wirklich? Ich möchte es aber mitnehmen, schade. Aber hier haben wir noch gut die Bananen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir nämlich später, um das Äffel hier zu bestechen. Jetzt gucken wir uns einmal an. Banane. Sie ist gelb. Wow, super geil, Brush, danke. Da ist noch ein Ruderboot, gucken wir uns einmal an. Das ist aber seltsam. Da steht Seeaffe drauf. Wie unser Schiff angeblich, ne? Wird wohl zwei Boote zu unserem sein, ne? Alle hopp. Ja, an sich könnte man jetzt auch ein bisschen hier durch die Gegend latschen. Da sind auch noch hier saftige Banane. Die gucken wir uns an mal. Die ganz saftige Banane. Boah, die sehen fast so aus, als würden sie gleich vom Baum runterfallen. Ja, sehen richtig Kikakaku köstlich aus. Aber ich steht mal Sache, ihr liebe Leute, bevor wir jetzt nochmal anfangen, durch Monkey Island Trademark rumzulatschen, würde ich sagen, dass ich an der Stelle hier meinen Cut mache und dass wir die Reise als solches einfach mal als Episode nehmen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig, wo wir uns Monkey Island Trademark angucken werden und mal schauen, was es mit dem illustre alter Eremit auf sich hat, der jo auch mal ursprünglich zu deren Mission gehört hat, sich zu Monkey Island zu segeln, so rum. Alle hopp, dann würde ich sagen, machen's gut, bis übermorgen, seid gespannt. Es wird auf jeden Fall noch eine ziemlich urige Sache hier auf der Insel. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit euch noch. Ayan Yankee.